Willkommen in Triesta, wo es bei jedem Wetter einfach schön ist. Haha! Eine neue Woche geht los. Es ist Sonntagmorgen. Und ja, ein Tag wie jeden anderen. Mit kleinen und grossen Sorgen, aber mehr Freude als alles andere. So, ich gehe mal schauen, ob der Lorenz schon fertig gekevelt hat. Ob Claudia schon aufgestanden ist. Weil ich habe jetzt meine Tierrunde gemacht. Ich bin bereit zum Loslegen. Das Video ist draussen, hast du sicher schon gesehen. Und ja, schön bist du da. Tell them you're dreaming. We need more dreamers like you. Tell them you're dreaming. Cause dreams lead to things that you do. When you see in your mind what can be, then in time you just might make your dreams come true. Ich habe gestern schon verdammt viel. Also letzte Woche im letzten Video ist schon verdammt viel Erde gegangen. Aber es ist immer noch verdammt viel zum weiterhin allein machen. Drum, wenn du wie der grossartige Mann auch eine Zeit vor euch hast, um zu helfen, dann bin ich froh, wenn du helfen kannst. Egal wann und für wie lange, ich bin dir dankbar. Also, komm mal in die Rehstufe. When I was younger, they told me I was no good. Millimeter für Millimeter, Zentimeter für Zentimeter, Meter für Meter wird der Kreis grösser. Das ist wirklich, wir haben jetzt schon etwa 30. Nein, wie viele Zigaretten sind schon? Schon bald langsam 30, oder? Ja. Ohne Zählen. Vom Gefühl her 30 Zigaretten schon transportiert. Und ja, es ist einfach viel anstrengender das Zweite. Aber trotzdem machen wir gute Arbeit. So, wir haben wieder eine Ecke grösser gemacht. Da kommt schon anderes Material. Und der Patrick kommt auch bald wieder. Also es ist ein guter Zeitpunkt, um noch einen Kaffee zu nehmen. Das 9 nehmen. Das 9 nehmen. Oder? Gute Idee. Gute Idee. Gehen wir das 9 nehmen. But I was a dreamer, and so I knew that I would change up the scene with stuff I dream. The one that came true was making music. Von diesem Blickwinkel aus gesehen ist es eben auch noch ganz schön, wie es dich da langsam ausebnet. Da natürlich geht es noch ab, aber da ist You can make up whatever you wanna do and go dream it too. schon wieder zu tief unten. So tell them you're dreaming. We need more dreamers like you. Tell them you're dreaming. Cause dreams lead to things that you do. Jetzt bin ich gerade da beim Zuguntergang mit der Claudia. Patrick ist schon am Auflaufen mit Zeug. Wir müssen noch mehr Zeug holen. Ja, ich möchte euch aber noch eine Geschichte erzählen und etwas zeigen. Schaut da, jetzt ganz viele Töpfchen mit Blümchen und Kräutern und Kiwis und Jensches haben wir schon aufgenommen zusätzlich. Und jetzt ist es so, der Andreas, der war ja vor 2 Wochen oder 3 Wochen ja bei uns in der Ferie mit seiner Tochter Freya. Das ist der der Fortuna ausgegraben hat. Der geile Sieg, also wie so ein geiler Sieg, der ist von irgendwo in der Schweiz, hat er all die Kräutchen und Sachen anscheinend gefunden und Kompost und gerettet vor dem sicheren Tod. Wobei, da hat es, ich weiß nicht, aber ja, danke. Und dann hat es von irgendwo in der Schweiz da ins Wallis gebracht, bis da aufgetragen, da liegen lassen. Mir ein Viertel geschickt mit dem Sprüchchen Happy Birthday. Ich habe ja gar nicht Geburtstag gehabt. Und die sagen, ein Geschenk für uns. Und, aber er müsse leider weiter, er müsse noch auf Luzern. Weil am Nachmittag hat er älteren Morgen. Jetzt musst du dir vorstellen, er ist von irgendwo in der Schweiz da hingekommen. Von da alles abgeladen. Dann wieder gegangen auf Luzern. An älteren Nachmittag. Also richtig viel Einsatz. Und so einer, ich habe dann nur geschrieben. Ich wünsche mir so einen Mitbewohner in Triesta. So einer, der so viel Energie hat und Einsatz hat,
zum Pflanzen retten und uns beschenken. So einen will ich im Team haben. Ja, guter Mensch. Guter Mensch, danke vielmals Andreas und danke vielmals Universum, dass unser Weg sich gekreuzt haben wieder mal. When you see in your mind what can be, then in time you just might make your dreams come true. Don't be Nein, wir haben den Imkerkurs beide nicht, Claudia wie auch ich. Aber die Bienenstücke, die gehören der Patrick. Selbst Natur belassen, selbst versorgen. Bis letzte Woche schon seinen Kanal anschauen. Dort erfährst du mehr über seine Bienen und über seine Pilze. Und ja, du siehst ab und zu auch mal die Rieschen von einem anderen Blickwinkel. Auf jeden Fall sehr ein spannender YouTube-Kanal, wo es sich lohnt zu abonnieren und schauen, wenn die Sachen wie Bienen und Pilze interessieren. Und einfach sonst den guten Menschen willst du unterstützen, ganz liken und abonnieren. Ich zeige dir ihn nachher, falls du ihn noch nicht kennst. Er ist aber jetzt mit der Claudia am Auflaufen, weil es hat noch Material. Muss auch noch mal ein bisschen runter, weil ich kann Pflanzen stehen lassen. Ich kann jetzt nicht alles aufs Mal mögen. Das ist eben der Patrick Naturbelassen Selbstversorger Naturbelassen. Unser Imker. Und jetzt hat erzähl mal, was hast du jetzt da? Bienen, 2 Wirtschaftsvölker. Fena, hör auf! Die werden den nächsten Honig können produzieren. So gut. So gut. Und die vermehrt sich auch jedes Jahr dann umso mehr. Ja, die müssen wir einfach teilen und Ableger machen. Gut, dann füllen wir da die ganze Terrasse. Ha! So gut, so gut. Nein, hey, wie ich vorher schon gesagt habe, gehen Sie den Kanal anschauen. Gell, was spezialisiert auf Pilze und Bienen ist. Ist richtig erzählt, oder? Ja, richtig. Also, gehen schauen. So viele gute Experimente. Und jetzt gerade Brunkappe, hast du gesagt. Aktuell. Gehen schauen. Gehen schauen. Aber jetzt lassen wir ihn arbeiten. Don't be a naysayer, be a yay-sayer. Don't be a doomsdayer, say a dream prayer. Whether it's world peace or climbing the Himalayas, all kinds of dreams come true. So tell them you're dreaming and then tell somebody else. Tell them you're dreaming, don't keep your dreams to yourself. There's so much in our lives that we need to make right with our dreams. We can try turning dark into light. So dream big and aim high, and in time we just might make a whole load of dreams. So schön. Sagst du auch etwas dazu? Ich sage nur danke vielmals. Das war die ganze Hexerei schon. Danke, Patrick. Also gestern Abend hat ja der Visi noch länger gearbeitet und ist zum Hausführer und gesagt, Colin, ich glaube, die Geissen sind wieder ausgebüxt. Ich habe gefunden, ja, ich mag jetzt aber nicht nach. Und das sind ja nicht alle gewesen. Heute Morgen Lorenzo und ich auf dem Zeremonieplatz am Arbeiten. 4 sind noch da gewesen. Jackie, Luisa, Olga und Sophie. Die anderen weg. Ich wollte ja mit dem Lorenz ein Ding arbeiten. Dann habe ich mit dem Patrick Bienenli gemacht. Und dann hat es mich verstrichen, ich bin eingeschlafen am Nachmittag. Ich habe 2 Stunden geschlafen müssen. Und jetzt haben Claudia und ich gesagt, so, wir gehen den Geissen an. Schon damit gerechnet auf den Tanzboden und vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, weil sie ja weitergezogen sind. Und weißt du was? Die sind neben der Weide gestanden, also da hinter mir im Busch rein, und haben gewartet, bis wir sie wieder reinlassen. Weil sie sind ja Herdentiere und haben nicht ohne die anderen weg und die anderen nicht weg können, also sind sie zurück. Wir haben so ein Glück, ich sage dir. Und heute Nachmittag hat sich der Dario angemeldet. Heute Abend kommt der Dario auf unbestimmte Zeit zu uns gewonnen lernen arbeiten. Hui, der Dario ist im Fall geschlossener Kreis. Ich bin offen. Und zwar ist der Dario der jüngste Sohn von einer Patchwork-Familie, wo ich glaube 4 Jahre zusammen gewohnt habe, in Hogen. Ja, jetzt kommt der daher, weil er will von seinem Ex-Patchwork-Papi etwas lernen. Ja, bringen wir zeigen, wie mit den Geissen umgehen. Ich habe so ein Glück, Claudia.
Ja, ich bin gerade so extrem müde, aber extrem dankbar. So, heute Morgen hat es neue Leute in Dresden. Zum Beispiel da der Remo, der fleissig beim Dries am Huf machen ist. Der Hufschmied von Oberwallis hat aber leider keine Kapazität mehr. Wir haben Glück gehabt. Das ist der Dario. Der Dario ist auf unbestimmt auch da oben jetzt am Mitmachen. Das ist auch sehr schön. Und der Monsun, der schießt da, weil er ist angebunden. Aber er kommt jetzt halt eine gute Hufpflege über Monsun. Das lohnt sich schon. Extra. You can do anything you want when it's good for you and good for everyone. Well, there's no need to wait, just activate. Do what you can with what you've got. You can be anything you want when you is who you is, playing your own part. Well, it's alright to listen to suggestions, but just being who you are, 'cause it's gonna be right. It's gonna be right. Put your mind to what you want. Write it down every night. 'Cause it's gonna be right. When the time is right. Well, you can't go wrong when it's right. Also während dass der Dario am Stimmern war, bin ich am Holz aufräumen. Also ich bin rundum, dort wo ich jetzt die Kleid will, und habe das ganze Holz verschnitten, alle Bäume verschnitten, damit die keine Möglichkeit haben zum rauskommen, plus nicht im Weg sind vom Hag, plus schon in der Nähe sind für Feuerholz, plus im Boden vergammelt, plus. Man hat es machen, das war nötig. Und es ist verdammt geil. Die Hälfte von der Weide ist gestrimmert und die ganze Weide ist der Holz geschnitten. Das heisst, nach dem Mittag fertig strimmern. Ich kann in dieser Zeit Haag zusammennehmen. Das ist herrlich, es geht auf. Das Zweite gibt noch etwas, was Besseres ist. Das Dritte. Aber ja, es ist schön, den Dario da zu haben. Also, es ist 14:14. Ich habe mir geissen, die einen sind ausgebüxt, wir sind nicht schnell genug fürs. Also habe ich jetzt alle geissen, müssen das Bus ausbringen, wo ich reingelaufen bin, merke ich, Scheiße, die Esel sind drin. Und ja, jetzt sind alle miteinander drin und jetzt ist keine Ruhe. Jetzt hoffe ich, dass der Dario bald kommt, damit ich es trennen kann, ohne grosses Theater. Ja, jetzt gerade die Esel, wenn die hinten bleiben. Esel, Geissen stehen da beim Eingang. Und ja, ich sollte den Esel draussen haben und ja, so ist es. Matt! And you can have anything you want when you realize the best things are things at all. And what you have improves with what you do. So just love what you've got. Okay, es ist Dienstagmorgen. Heute Morgen haben wir schon über Konsequenzen und Handlungen und so geredet. Und ich habe heute Nacht auch noch geträumt von einem kleinen Erdrutsch. Und dann sind wir rausgekommen, haben etwas anderes machen, den Gemüsegarten. Da wollte ich eigentlich heute flach machen, mulchen, kompostieren und neue Sachen pflanzen, das Zeug von Andreas. Aber der kleine Bodensee ist am Überlaufen.
Und ich will keinen Erdrutsch, also muss ich den kleinen Bodensee weitermachen. Also Gemüsegarten gestrichen. Die Konsequenz vom Wasser laufen lassen ist reagieren müssen mit Rohr setzen und Wasserleitungen bauen. Also Planänderung. Aktion, Reaktion, Konsequenzen. Wird in jeder Botschaft und jede Lehre wird in ganz verschiedene Arten präsentiert, dass man es wirklich lernen kann. So, Klein Bodensee ist jetzt vollständig voll und der Überlauf funktioniert. Kommt nur noch am falschen Ort raus, das müssen wir jetzt verbessern. Aber es wird jetzt per Rohr ins Kates Pool hineingeleitet, weil der ganze Weg da ist mir zu risikohaft. Also jetzt müssen wir das Rohr so verlegen bis ins Gates Garden, dass es ein Teil von der Landschaft wird, natürlich ohne großen Widerstand. Und ja, das ist unsere nächste Aufgabe. So ist es. Und schon sind wir wieder bei Kates Pool am Füllen. So schön. Da freut sich sicher der Hagebutt. Und da ist jetzt zwei. Die Hannausweg ist das Brückli bauen. Das Rohr ist versenkt. Hanna, da kommst du schon vorbei. Hallo, ich bin am Filmen. Da. Klein Bodensee. Verdichtet. Jetzt zum nächsten Schritt. Osaka. Übergang. Genau, und der Kates Pool ist noch nicht voll. Also die Wassersituation ist jetzt gelöst. Es ist fertig. Aber es ist gelöst. Und weitere Arbeiten kommen anders. Das ist jetzt nur eine nicht geplante Aktion gewesen, aber das ist gut gelungen. Und Kates Pool füllt sich und bald überläuft der auch ins Rohr, aber da haben wir ja auch Doppelabfluss. Letztes Jahr schon. You can grow anything you want. Vor langer Zeit war das noch ein Baum, der 3. Und der ist da auf der Stall gelegen, dort oben drauf. Das haben wir jetzt verschnitten, runtergebracht und dann jetzt ins Peace Circle integrieren. 2 von diesen Baumstämmen sind versenkt. Also versenkt. Die werden jetzt dann versenkt, aber die sind platziert. Der dritte lassen wir noch stehen, da braucht man eine dritte Person. Der dritte braucht einen dritten. Und ja, da im Ecke hat sich ein Schatten, da können wir noch ein bisschen weiter graben. Aber sonst ist es wieder heim. If it feeds your soul. Die Bäumstämme sind schon ein bisschen untergraben. Auf der Seite, wo es Schatten hat, haben wir auch schon einen sauberen Schnitt. Und es ist grösser geworden. Ja. Anything beyond. Well, you'll have way more if you share it round. So give it everything you've got. And it's gonna be right. It's gonna be right. Put your mind to what you want. Write it down every night. 'Cause it's gonna be right. When the time is right. Well, you can't go wrong when it's right. Ja, da hat es den Baum angefangen zu lösen vom Wand und das heisst, es läuft jetzt Wasser da drunter zum Felsen und der Wald. Das ist dort auf Rutschgefahr hin. Das heisst, Next Stop Wasser abstellen und aber sofort trocken stellen, den ganzen Hügel. So. Es ist Mittwoch, wir haben wieder mal vom Hydronico
die Wegel gemietet. Und wir sind heute einen Balkenmäher geholt. Das ist unser neuer Balkenmäher, der Abby. Genau, ein uralter Teil, aber taugt es voll und passt ins Budget. Wir haben einen wunderbaren Kauf gemacht. Einen Saftpress. Einen riesengroßen. Ein Grund zum Abonnieren, zum herauszufinden, wieso wir einen Saftpress haben. Bei der Saftpress, da gibt es ein neues Projekt, wo wir bald mal werden umsetzen. Und später, ja, aber das geht noch ein paar Jahre mit unseren Bäumen. Sind wir Benzin holen und Hundefutter und Milch und so viel Zeug. Und dann haben wir noch ein paar Helisäcke für den Lehmboden. Genau, das haben wir heute auch. Wir sind noch bei der Heliport und haben mit Ärztematt abgemacht wegen dem Transport. Und jetzt laden wir unsere Helibox aus und räumen es ein und machen alles bereit. Und dann war das schon wieder der Mittwoch. Heute sind wir aber zu dritten. Claudia hat nicht morgen frei, sondern heute. Und darum machen wir alles heute. So ist es. So, Colin, was machst du? Der Abby will heim. In the future, when there's no more fossil energy, how we gonna feed the masses? Have enough for you and me? Life today seems pretty good, like we came out on top. But I wonder how we're gonna get down. Just gotta be careful we don't drop. Take it slow, make it small and slow, to avoid the confusion. Use small and slow solutions, yeah. In your front yard, you can grow most of your food. In a space the size of your driveway, doesn't have to be huge. Plant a seed, watch it grow. It'll feed you, just let it go. Don't want the pain, too much to maintain, so stay inside. Der Halbkäse ist ready, zum vom Heli abgeholt zu werden. So einfach geht das. Ich sage euch, für was auch immer ihr etwas braucht, das verhebt, geht zu Halbkäse. Das verhebt. When we quit our oil addiction, how we gonna get around? Tschüss! Also der Plan ist, ich und der Dario gehen jetzt zuerst zu der Warpfluh. Dann tun wir dort den Abfall entsorgen. Dann gehen wir runter. Dann gehen wir noch einkaufen, gehen noch beim Schreiber und Schmied entsorgen. Dann haben wir alles. Dann lade ich den Dario unten ab im Pferdestall. Der Colin kommt dann schon wieder runter, weil er ist jetzt am Runterlaufen mit ein paar Sachen, die wir schon unten haben. Und er kommt nachher dann ganz runter wieder ins Tal, den Dario abholen. Gehen sie rauf. Ich gehe das Auto retour bringen, tanken. Und dann haben wir alles erledigt. Dann muss noch neu auflaufen. So, da habe ich ein Helibag mehr von der Ärztematt, damit ich am Samstag 2 Säcke rausfliegen kann. Also rausfliegen, das heisst von da bis Pure wieder. Genau. Und dann haben wir schon mal 2, und dann kommen noch mal 2 Säcke, dann haben wir 4 Säcke, wo wir hin und her fliegen können. Aber zuerst einmal 2 und fangen auch ja, eins nach dem anderen. Genau. Aber bevor ich den Lehm abbauen wieder, tue ich zuerst den Lehm abbauen. Natürlich. Weil das ist schon versorgt und kommt nicht mehr im Weg, bis es gebraucht wird. Das aber schon. Genau. Und jetzt muss ich natürlich den Rest vom Zeug, das ich habe, da eben dann Benzin für die Maschine. Und übrigens, da hinten hat es einen eigenen der Zeremonieplatz.
seinen eigenen Eingang. Ja, da hinten hat es einen eigenen Eingang. Und das bin ich, wenn man von oben runterkommt, ist es kürzer da hinten rein. Genau, das habe ich jetzt so gemacht. So, ich habe eine Pause gemacht hier. Ich laufe ja bis Tal den Dario treffen. Er hat 2 Rucksäcke voll einkauft. Claudia bringt das Auto zurück zum Hydronico. Und ja, macht sich dann auf den Heimweg. Und ja, dann ist der Tag grosser Daumen hoch, würde ich sagen. Liken. Wir haben etwas mehr geschafft und ihr habt gesehen, ein paar neue Kapitel fangen an mit dem heutigen Tag. Well, I think there's a small and slow solution, Die people. junge Bursch laufen wir davon. In this technology I found. Ich kann euch eins sagen. Wir haben es sehr gut. Wir haben eine Dusche in Pura Vida, die Weltklasse ist. Nein, wir haben es einfach nicht nur deswegen gut, wir haben es einfach gut. Claudia und ich, wir haben es sehr gut. Und wir haben sehr Glück. Und glaub's mir, wir sind sehr dankbar. Aber gehen wir gerade Claudia fragen, ob sie auch dankbar ist. Aber ich glaube ziemlich sicher, die Antwort ist ja. Bist du dankbar, Claudia? And that's pretty good for getting from A to B. Ich kann mich später filmen, wenn ich But your legs come out stronger and there's lots of nice Ja, ich things bin to see dankbar, dass du jetzt when nicht you take it slow. Make it small and slow. Don't create no pollution with a small and slow Donnerstagmorgen. solution. Yeah. Ich habe ja heute Pause. Aber das heisst für mich Pausentag gemütlich ein bisschen im Garten. Also jetzt, bevor es zu heiß wird, bin ich da im Garten. Einfach alles, also der Mais ist nicht gut gekommen. Wirklich nicht. Jedes Giat und alles drum und dran. Ich bin auch in letzter Zeit nicht da drin gewesen, nur gegossen. Und jetzt bin ich einfach alles, wo jetzt nicht unbedingt wollte, also alles eigentlich, am Jetten und am Ausreißen, aber ich tue es gerade hier liegen lassen. Also riesen Mulchschicht. Ja, weil das ist alles Nahrstoff und das ist alles organisches Material. Und anstatt dass ich es jetzt in den Kompost tue oder zu der Hase, tue ich es gerade ausreißen, liegen lassen, vergammeln lassen. Es gibt eine riesige Schicht Mulch. Ich pflanze nachher eine neue Beere und alles da rein. Mehrjähriges. Alles, was ich von Andreas bekomme, tue ich da rein pflanzen noch. Ja, jetzt räume ich einfach mal auf. Zuerst mal. Eins nach dem anderen, nachher wird es heiß. So, jetzt habe ich dann all Andreas seine Töpfchen. Das sind jetzt 2 Erdbeere, wo in diesem Food Forest Eis und einem Strauch ein Mischling von Lubera. Ich weiss jetzt gerade nicht, wo ist ein Beerenstrauch. Erdbeere unten durch als Bodendecker. Das ist ja auch mehrjährig. Also wenn es gut kommt, füllt es da mit Erdbeere. Also es will mich nicht stören. Im Universum, wenn da Erdbeere würde. It isn't always better. Faster don't make you stronger. Zwischen dem Pferd. We keep going the way we're going. Ja, Oh, we won't Dann be sitzt- around for much longer. alles mehrjährige Beeren. Und verschiedene Sachen. Das da war noch am Wachsen gewesen. Aubergine hat sogar noch Blüten. Also ich lasse noch. Da gibt es vielleicht noch Mini-Aubergine. Oder? Das wird mal uns gönnen. Aubergine, feine Sache. Ja, und der Rest ist ausgerissen und kann vergammeln und zur Erde werden. Genau. Einfach nicht nackt rumliegen und so sind alle zufrieden. Hoffentlich. Fazit vom Gemüseterrasse San Jose. Ja, nicht schlecht, aber es braucht schon Arbeit. Es braucht schon noch Leben. Darum lasse ich jetzt alles liegen, es soll alles da vergammeln. Es soll alles da den Boden füttern.
Weil da müssen wir einiges noch aufbauen. Einiges. Aber ich denke, mehrjährige Beere, das ist Zukunft. Für da. Wirklich füllen und dann zwischendurch haben wir ja immer noch Gemüse. Aber wenn das alles voller Beere ist, da, der ganze Bereich, bestimmt. Instead of running towards a brick wall, why not walk instead? Save your head. Bigger it is, the harder it falls. So keep it small, and take it slow. 'Cause the dream of unlimited growth is just a popular delusion. So use small and slow solution. Yeah. So, es ist Freitagmorgen, die Sonne ist noch nicht auf, aber wir sind schon voller Schnuff und gehen, wir haben 2 Ziele heute Morgen und das eine ist der Schaf umzuweiden und das andere ist einen Sack füllen voller Lehm für den Helimon, damit wir 2 Säcke fliegen können. Die Säcke werden hier angetan, damit wir von hier aus arbeiten können. Wir werden dort, wo die jetzt gerade dürfen sind, eine Pizza anbauen, dürfen werden wir verschieben. Das Erste, was wir bauen, ist ein Pizzaofen zum Üben, weil es ist nicht viel Lehm, nicht viel Kopf und ein gutes Übungsfeld. Und von dann, wenn das geklappt hat und wir mit dem Kopf begriffen haben, wird da gemacht. Wird da eingepackt und das Haus daraus gemacht. Genau so ist es. Aber jetzt, jetzt legen wir los. Also wenn wir es richtig gemacht haben, ist der Helibike wird jetzt gefüllt und man kann unten eine Lasche aufmachen und wird es einfach ausgeleert. Das füllen wir jetzt hier mit Lehm und dann haben wir 2 Säcke gefüllt. Genau, das wird vorgeflogen, das wird vorgeflogen und das beides morgen. Und dann haben wir schon Material zum Arbeiten, wie verrückt. Also der Helisack ist schon lange gefüllt und wir haben schon einige Garetten gefüllt. Da wo Dario gestanden hat, die Linie da, ist wo vorher nur war. Und jetzt ist da hinten. Also wir haben das jetzt schon. Aber jetzt kommt ein Stein hinführen. Sind wir gespannt. Weil das könnte auch etwas sein. Aber es kann auch noch ein Stein sein, wer weiß. Wir werden es sehen. Fortlaufend! Aber das ist sicher ein Grund zum Abonnieren, damit nächste Woche nichts verpasst ist, wenn es weitergeht. Weil die Woche sind wir jetzt noch nicht mehr so lange da. Vielleicht am Sonntag oder Samstag, wer weiß. Was filme ich da überhaupt? Da hat es eine Mauer. Erste Anzeichen für eine Mauer. Lisi. Hey. Da ist flach. Nee, das zieht und es zieht da weiter. Wie sie, wir haben glaube ich eine Mauer gefunden. So, da. Oh, jetzt ist Kaffee, zur 9 Zeit und nachher noch schnell die Schäfe machen. Und dann, wenn es uns noch lange kommen wir sicher wieder, weil jetzt wird es so richtig spannend. Jetzt kommt etwas zum Führerschein. Kommt etwas führen, wird es spannender. So haben wir mehr gefüllt. Und so haben wir mehr gelernt. Und ja, wir werden jetzt sehen, wie es weitergeht, wenn wir hier ausgraben. Da dann als nächstes weitergehen. Geht so entlang. Und so tun wir jetzt entlang. Also wir sind jetzt bei der Schafe. Die warten schon gierig, dass wir den Haken aufmachen. Aber zuerst müssen wir mal einen neuen Haken setzen. Dann machen wir hier auf, damit sie hier in dieser Weide sind. Und das geht jetzt führen. Wir haben hier das ganze Gebiet. Aber da lassen wir noch, weil die Höhle ist gut für die Hitze. Genau, aber wir geben ihnen hier das ganze Gebiet noch dazu. Euch geht es gut, ich sage es euch. Und uns geht es gut, weil ihr da sind, ich sage es euch. Es ist 5 ab 10 Uhr.
Und wir haben unsere Tagesziele schon erreicht. Jeff sind am Weiden. Einen Moment, ich bin gerade am Filmen. Und ja, herrlich. Können wir uns eine Kaffeepause mehr gönnen. Und dann können wir noch mehr Filmskreis graben. Herrlich, wie Zeit habe ich noch, also nutzen wir das aus. Aber Jeff, macht's wieder. Ja, und so haben die Geissen auch noch mehr Platz bekommen. Also wir haben ihnen jetzt die ganze Ecke da neu dazugegeben, die grün ist. Also wir sind nicht mehr gegraben. Wir haben Geissen noch mehr Platz gegeben, damit wir noch mehr Zeit haben, bis sie mit umgeweidet haben. Also haben wir unsere Tageszeit plus Geissen erledigt, das wird bis morgen weniges. Das heisst Mittagszeit. Ich gehe am Nachmittag auf den Markt. Da will ich hängen, chillen, sein. Gut ist, oder? Gut ist. Come to all your senses. They'll tell you everything. First you have to learn to stop. Das ist jetzt der Kerztafel, Brot und Co. Paradies ist in der ersten. So bin ich angeschrieben. Da ist der Stand. Aber ich verkaufe auch Ursula ihre Brot. Aber das ist da der Stand. Wir haben immer wieder Sachen vom Alpenmarkt. Und zum Beispiel Mehl, Fleisch, und Sösli, und Tees, noch Ordner. Dann haben wir zum Beispiel Quitty-Tee, Salze von der Claudia. Die macht übrigens Claudia selber, kann man auch bestellen. All die Verjus und diverse Kombis kann man auch bestellen. Verjus Sirup, Verjus Saft, Schnaps. Hamburg Kinder in der Permakultur, ein wunderschönes Kochbuch. Neu haben wir auch Räucherstäbli, Wermut und Schafsgaben, Alpenkartoffeln und Isa-Eri-Seife. Alles abstellbar, schickt ihr gerne heim. Jeder Freitag. Da. Die Permakultur bauen die ist in der ersten. Take a look around. Listen to the sound. Why not take a whiff? Es ist Samstagmorgen, ich bin da voll im Gestrüpp rein. Geissen, also Wallin und Bavari sind schon ausgebüxt, die wollen mehr essen, die wollen mehr Grün. Also muss ich es jetzt für sie machen, unbedingt. Claudia und Dario sind einkaufen. Plus, wir haben jemand Neues hier oben. Fabienne habe ich gestern zufälligerweise getroffen. Ja, und jetzt machen sie Pause, weil sie eben sind gut. Dann können sie mir helfen, dann kommt noch Sophia heute. Herrlich, herrlich, es läuft. Von der Schweiz, seht ihr schon? Und es ist noch nicht mal 10 Uhr. Take a step outside. Gut! Schau mal, Fabienne, der absolute Profi. Ihre Technik ist sowas von etwas, wo ich abschauen muss. Wirklich, wie sie den Haken verstellt. Jetzt müssen wir schauen, wie sie da hinten kommt. Sie schwätzt noch gerne. Das ist witzig. Sehr, sehr witzig. Aber eben, dann geht es jetzt so lange, bis sie vorkommt. Get your hands into the ground. Don't be scared of the dirt. It isn't gonna hurt. And if you're brave, try the flavor. Bum, 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 bum. Take a handful of that land. Ohne hin, hey, 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 die ist gut. Go on, squeeze it in your hand. Then check out the display. If it stays together, it's clay. But if it falls apart, it's sand. Oh yeah, take a look, take
take a look, read the landscape like a book, interact, low impact, get your feedback when you take a look around. Abundance will abound. The problem is the solution, just depends on your perception. Try to change yourself before the world. Yeah, take a look around. So, der Colin ist jetzt schon den Sack am Vorbereiten für den Heli. Heute macht er das erste Mal allein. Ja, mal schauen, wie das geht. Jetzt kommt der Heli gleich. Make good use of it now. I wake up every morning, every night I go to bed. Like everybody I was born in, like everybody someday I'll be dead. Like the sun arising and the sun going down, it's all working to a pattern that keeps the whole thing going round. Around, 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 it's just the way it happens. Yeah, round, around, around, always in patterns. Yeah. Gotta see the bigger Ehrlich picture. gesagt, ich habe so eine Scheissfreude. Die Lärm vom puren Wieder. Ha! So schnell hätte ich es mir nicht geträumt. Wirklich so schnell. Danke vielmals. Papa, bin ich am Ausmessen. Da gibt es meinen ersten Versuch für einen Pizzaofen. Das ist ein guter, vernünftiger Übungsfeld. Before looking at the small. So, das ist jetzt nicht Lehm. Das ist Beton, ja. Ich tue jetzt Beton mit Lehm mischen und ich baue jetzt eine Steinmauer. Weil da, wo ich sitze, kommt ja dann nachher der Ofen hin. Aber zuerst braucht es ja ein Fundament. Und das schaue ich jetzt mal an mit einer Mischung zwischen Beton und Lehm. Probiere ich gerade überstudieren. Eben, es ist der erste, also ist alles ein Versuch. Und bis dann zum 5. dann habe ich es im Griff. Aber jetzt fangen wir mal an. Ah, ist das schön! Das schöne Lehm! Ich habe so gefreut. So richtig gefreut. Richtig gefreut habe ich und richtig gespannt bin ich, was passiert, wenn ich es jetzt mit dem Beton mische. If you can't see the forest for the trees, then you're not really seeing at all. Before you do anything, gotta know how it's done. Work from a pattern to the details, you'll be halfway there before you've even begun. Around, 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 oh, they'll tell you what you need to know. From what the weather's doing, if there's rain or brewing, to how to make your garden grow. We can rely on patterns, and you can learn them faster. Train your brain to retain them. Become a pattern master. Yeah. Like a tessellated tamarillo, or a spiral full of herbs, or Fibonacci geometry in broccoli, or all of these rhyming words. It really blows my mind, the way it's all designed. Ja, schon recht Freude an unserem neuen Abi. Genau, ein alter Teil, aber perfekt zum Anfangen und Motorik kennenlernen und überhaupt. Ich bedanke, dass ich es mir leisten konnte.
wo wir da Tokio gebaut haben und wir den Tunnel so aufgebaut haben, ist mir gar noch nicht bewusst gewesen, dass das auch ein Maschinenparkplatz wird sein. Aber schön haben wir das gemacht. Schön, wie sich alles herauskristallisiert mit der Zeit. Ja. Und ja, es ist einfach herrlich. Ich sage noch, ich habe so ein Glück. Und nicht mindest wegen die wunderbare Frau da vorne, die gerade am Kübeli putzen ist und Tierli putzen ist. Wunderbare Frau. Und ich habe so ein Glück. Oh no, I'm not religious, but it's prodigious. All these patterns in this world of mine, they go round, around, around. In a dynamic relationship with the answers at your fingertip. So, Life's just one es ist big Mobius trip. Sonntagmorgen. Whoa, if you can disprove patterns, Die Sonne scheint. well, I'll eat my hat and Blendet sogar. make my habitat. Ja, das Video ist jetzt am Ende. Die Zeit von Dario da oben ist anscheinend auch am Ende. Er ist heute Morgen abgereist. Wieder mal, ich habe mich aufgeregt. Als gesagt. Und es ist wieder jemand, der davonläuft, weil ich es gesagt habe. Ja, weil es ist so viel einfacher. Gut, so ist es. Machen wir weiter. Wir haben heute Nachmittag Besuch über, mega schön kurzfristig angemeldet, weil das andere Besuch hat sich abgemeldet, wie der da gegangen ist. Dafür ist jetzt ein anderer Besuch angemeldet, herrlich. Also weißt, kommt und geht, alles muss so sein anscheinend. Ja, danke Dario für deine Arbeit, wenn du das schaust und hoffentlich hast ja, siehst, was du gemacht hast. Es war eine lange Woche gewesen. Wir haben viel gemacht. Und ja, so ist es. Hey, auf einmal muss ich jetzt nicht lang nach diesem Video sagen, danke vielmals fürs Schauen, danke vielmals fürs dabei sein, Like, kommentieren, abonnieren und überhaupt sowieso. Und überhaupt bin ich froh, dass es dich gibt und dass du zuschaust und einfach, dass du weißt, die Welt ist ein besserer Ort, wie es dich gibt. Hey, gute Woche miteinander. Tschüss zusammen, bis nächste Woche. Room full